Ja, schönen guten Morgen miteinander. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein und mit euch bereits ein bisschen Weihnachten zu feiern. So eine kleine Vorfeier mit unserem Gott zusammen. Und deshalb freue ich mich sehr, mit euch zusammen ins Weihnachtsgeschehen einzutauchen. Und zwar möchte ich gern mit euch einen Blick auf die Weihnachtsgeschichte des Johannes werfen, die etwas philosophischer und vielleicht auch ein bisschen abstrakter ist. Wir lesen daraus ein paar Verse, und zwar Johannes 1, Vers 9 bis 12. Dort steht Folgendes. Das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten ihn die Menschen nicht. Er kam in seine Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Ich bete zum Anfang. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir einfach miteinander feiern dürfen, was vor 2000 Jahren passiert ist. Ich danke dir für das Privileg, dass du nicht ein Gott bist, der in der Ewigkeit gefangen ist, der transzendente, unerreichbare, sondern dass du ein Baby geworden bist, Herr, wo man berühren konnte, wo man anlangen konnte, wo dann später reden konnte, wo man umarmen. Ich danke dir, Herr, dass du uns näher gekommen bist und dass wir das feiern dürfen. Amen. Als Juri Gagarin 1961 als erster Mensch vom All zurückkam, hat er Folgendes gesagt. Zumindest gemäß der russisch-sowjetischen Propaganda. Ich bin ins All geflogen und da war kein Gott. Diese Aussage wurde dann ins Feld geführt gegen den Atheismus. C.S. Lewis, der Literaturwissenschaftsprofessor und auch Philosoph, der zu dieser Zeit gelebt hat, hat darauf geantwortet mit einem kleinen Essay namens The Seeing Eye. Und dort hat er geschrieben, Leute, ich kann verstehen, dass es für gewisse schwierig ist, an Gott zu glauben. Aber der Gedanke, dass Gott Teil seiner eigenen Schöpfung ist, die er gemacht hat, dieser Gedanke ist schon ziemlich absurd. Als wären Mensch und Gott so wie Nachbarn und dann geht irgendwie der Mensch hoch, okay, jetzt ist niemand im Haus. Die Verbindung zwischen Gott und Mensch ist nicht nachbarschaftlich, sondern viel eher hat er dann geschrieben wie Shakespeare und Hamlet. Oder auf unseren Kontext übertragen, wie zum Beispiel Schiller und Wilhelm Tell. Schiller ist der Autor der Geschichte und Tell ist das Wesen, das sich in dieser Geschichte, die Schiller geschrieben hat, bewegt. Es wäre komplett absurd, davon auszugehen, wenn jetzt Tell auf sein Haus steigt, dass er dort Schiller begegnet. Tell hat gar keinen Zugriff zu Schiller, außer wenn Schiller sich in seine eigene Geschichte hineinschreiben würde. Ja, dann könnten sie sich begegnen. Ich finde das ein interessantes Gedankenexperiment. Machen wir es kurz miteinander. Wenn jetzt Schiller sich in die eigene Geschichte hineinschreiben würde, um Wilhelm Tell zu begegnen, wäre es doch interessant, wie würde er das genau machen? Würde er plötzlich, wenn der Alpenfirm sich rötet, so vom Himmel herab so kommen, prächtig und sagen, ich bin Schiller, dein Erschaffer oder so etwas? Oder vielleicht wäre er auch in der Geschichte so der freundliche Nachbar von nebenan. Wilhelm Tell würde dann mit ihm zusammensitzen und plötzlich würde irgendwie dieser Nachbar sagen, I am your father. Oder wie würde dieser Schiller das machen? Und spannend ist, die Art und Weise, wie Schiller das machen würde, würde ziemlich viel darüber aussagen, wie er ist.
An Weihnachten feiern wir genau das. Wir feiern, dass der Schöpfer zu seiner Schöpfung kommt. Die Art und Weise, wie jetzt Gott das in Jesus Christus macht, sagt ziemlich viel darüber aus, wie Gott ist. Und dem möchten wir gerne miteinander ein bisschen auf die Spur gehen. Erster Punkt, Gott kommt als Übersehener. Diese Person hier, das ist der berühmte Violinist Joshua Bell. Er ist sich gewöhnt, vor ausverkauften Stadien zu geigen. Er ist sich gewohnt, dass so ein Ticket mehrere 100 Franken kostet. Jetzt hat er sich aber in eine U-Bahn-Station gewagt, undercover, und hat dort ein kleines Konzert gegeben mit seiner Geige, die alleine 3 Millionen Franken kostet oder $. Und in diesen 45 Minuten sind 1097 Leute vorbeispaziert. Ganze 7 davon sind kurz stehen geblieben. Er hatte danach in seinem Geigenkoffer $32. Kurz gesagt, der Meister seines Fachs wurde komplett übersehen. Als Jesus Christus auf die Welt kam, war er nicht ein Meister seines Fachs, sondern er war der Schöpfer höchstpersönlich. Jetzt ist die Frage, wie haben die Menschen auf Jesus reagiert? Wir lesen es noch einmal im Vers 9. Das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, und jetzt kommt's, erkannten ihn die Menschen nicht. Die Schöpfung übersieht ihren eigenen Schöpfer. Damit stellt sich die Frage, wie konnte das passieren? Liegt es vielleicht an den Menschen, weil die Menschen damals, die waren halt geistlich ein bisschen verblendet, die waren halt blind. Das war halt schon vor 2000 Jahren so. Oder könnte es auch an der Art und Weise liegen, die Gott gewählt hat, um sich zu zeigen? Und ich glaube, es liegt am Zweiteren, an der Art und Weise, wie Gott sich gezeigt hat. Gott kommt nicht als mächtige, pompöse Lichtgestalt vom Himmel herab, pompös und angsteinflößend, und landet im Garten des Kaisers, des römischen Kaisers in Rom, sondern er kommt als kleines, hilfloses Baby. Hineingeboren in eine Familie, die arm war, unbekannt und kein Prestige hatte. Er wächst nicht in der Hauptstadt Rom auf, sondern in Nazareth. Nazareth war für eines bekannt: komplette Irrelevanz. Und danach lebte er einfach mal so 30 Jahre und arbeitete als Zimmermann. Es hätte also sein können, wenn du damals gelebt hast in dieser Region, dass der Schöpfer dieser Welt dein Dach geflickt hätte, ohne dass du es bemerkt hättest. Und dann hält er seine großen Reden, wenn er dann beginnt zu wirken, nicht vor dem römischen Senat, sondern vor ein paar unbedeutenden Fischern im Nirgendwo. Ja, sogar in diesen 3 Jahren Lebenszeit geht er nicht auf die große Bühne, sondern sein Dienst ist fast ausschließlich irgendwo im Hinterland. Meine Frage ist, was ist das für ein Gott, der sich übersehen lässt? Wir leben heute in einer Welt, die geradezu besessen ist von Berühmtheit, von Macht, von Reichweite, von Reichtum. Auch wir Menschen streben danach, jemand zu sein, uns einen Namen zu machen.
Ich merke immer wieder, auch bei mir, und da schließe ich jetzt alle Menschen mal so ein bisschen ein, es ist uns nicht egal, was die Leute über uns denken. Es ist uns auch nicht egal, wie wir wirken. So der Gedanke, so ein bisschen Bedeutung, Reichtum, so ein bisschen Erfolg zu haben, das beflügelt uns. Jetzt kommt Gott auf die Welt und der hat schlichtweg daran kein Interesse. Er muss die Berühmten und Mächtigen in der damaligen Zeit gar nicht wissen lassen, dass er kommt. Der römische Kaiser weiß Zeit seines Lebens nicht, dass der Schöpfer der Welt geboren worden ist. Was ist es für ein Gott, der sich übersehen lässt? Jetzt kommt das komplett Verrückte. Jesus lässt sich nicht nur übersehen, sondern er lässt sich sogar ablehnen. Zweiter Punkt, Gott kommt als Abgelehnter. Vers 11. Er kam in seine Welt, aber die Menschen lehnten ihn ab. Schon als Jesus frisch geboren wurde, versucht der damalige König von Israel, Jesus umzubringen. Als Jesus das erste Mal in seiner eigenen Heimatstadt in der Synagoge das Maul aufmacht, versuchen sie ihn den Abhang hinunterzustürzen. Zeit seines Lebens wird Jesus von der religiösen Elite abgelehnt. Zweimal versuchen die Menschen sogar, ihn zu steinigen. Was ist es für ein Gott, der so mit sich umgehen lässt? Am Ende seines Lebens passiert das komplett Undenkbare, was passiert. Jesus lässt sich nicht nur übersehen, nicht nur sich ablehnen, sondern am Ende lässt Jesus die Menschen sogar sich seiner ermächtigen. Sie packen Jesus, sie nehmen ihn gefangen, sie verhöhnen ihn, verspotten ihn, sie schlagen ihn. Sie führen ihn als ein Gefangener durch die ganze Stadt, ein Walk of Shame, um ihm die Ehre zu nehmen, indem sie ihn lächerlich machen. Sie hängen ihn letzten Endes an ein Kreuz. Sie schlagen ihm dicke Nägel durch die Hände und Füße, um ihn dann aufzurichten. Am Ende, nachdem Jesus gefoltert wurde, stirbt er da. Meine Frage, was ist das für ein Gott, der solches mit sich machen lässt? Ich meine, er ist Gott, der Schöpfer der Welt. Kurz vor seinem Tod hat Jesus seinem Freund Petrus gesagt, Petrus, ich könnte in einem Moment 12 Legionen Engel beordnen, das sind 60.000 Engel. Nur so ein kleines Gedankenspiel. In einer alttestamentlichen Geschichte bei Elia wird berichtet, wo ein Engel durch das Heerlager der Feinde geht und er tötet dort, ein Engel tötet über 187.000 Soldaten. Einer. Jetzt kann man natürlich ein Gedankenspiel machen. Wenn es jetzt 60.000 sind, dann könnten diese Engel ohne Probleme 10 Milliarden Menschen auslöschen. In einem Moment. Aber Jesus verzichtet darauf. Was ist das für ein Gott, der so etwas mit sich machen lässt? Und ich glaube, der Grund ist ein einfacher. Wir haben gesehen, und ich sage es noch einmal, wir Menschen sind besessen von Macht, von Berühmtheit, von Reichtum, von Reichweite. Der berühmte Philosoph Friedrich Nietzsche hat gesagt, der Grundtrieb eines allen Lebens ist es, Wille zur Macht zu haben. Letzten Endes ist unser Antrieb,
emporzusteigen, höher zu werden. Und ich meine, niemand würde sagen, hey Leute, mir ist es völlig egal, ob ich einmal Bedeutung habe, ob ich schwach bin oder arm. Nein, es ist unser menschliches Streben, irgendwie aufzusteigen. Und ich meine, dieses Machtstreben kann man sicher sagen, auf der einen Seite bringt es uns auch ein bisschen voran im Leben. Aber gleichzeitig gibt es einen riesengroßen Backlash. Weil dieses Machtstreben ist auch dafür verantwortlich, dass die Welt heute so ist, wie sie ist. Und zwar ein Ort, wo Egoismus, wo Ungerechtigkeit, wo Missgunst und wo Streit regiert. Ich meine, für ein bisschen mehr Macht werden aktuell auf der Welt Kriege geführt, wo Zehntausende, Hunderttausende, Millionen von Menschen sterben. Für ein bisschen mehr Profit nehmen es Firmen in Kauf, Wälder zu roden und Flüsse zu vergiften. Für einen kurzen Moment der Triebbefriedigung ist der Mensch in der Lage, das Leben eines Kindes für immer zu zerstören. Und versteht ihr, es ist einfach zu zeigen auf andere, aber wenn wir auf andere zeigen, dann zeigen hier immer gleichzeitig 3 Finger auf uns selbst. Vielleicht kennt ihr das. Ich, mich, meine, mir, Herr, segne diese 4. Wir Menschen sind uns selbst der Nächste. Und das ist auch kein Problem, wenn wir alleine auf der Welt wären. Jetzt gibt es aber da noch andere Menschen. Und sobald wir als kleine Egoisten in Beziehung treten mit anderen Menschen, ist der Konflikt vorprogrammiert. In der Schule, auf der Arbeitsstelle, sogar zwischen Freunden. Sogar zwischen Menschen, die sich am Traualtar die ewige Treue gesprochen haben. Sogar in Familien hinein. Und man muss wirklich sagen, dieses Machtstreben führt dazu, dass wir einander übergehen, dass wir einander ignorieren und immer wieder verletzen und irgendwie so ein bisschen zur Seite drängen. Und deshalb habe ich hier so ein kleines Bild, um euch das irgendwie zu veranschaulichen. Ich habe hier so ein paar Dominosteine mitgebracht. Und dieses Machtstreben führt als Backlash tatsächlich dazu, wie wir es gesehen haben, dass wir uns wortwörtlich aneinander verschulden. Beispielsweise hier ist ein Familienvater und der strebt seine Karriere an. Und deshalb kommen die Kinder zu kurz. Aber diese Kinder, die haben dann ein Aufmerksamkeitsdefizit und holen sich dann das irgendwie so, gewissermaßen stehlen sie dann einen anderen die Aufmerksamkeit. Oder hier ist ein Elternteil, das hat ein Alkoholproblem, ist dann vielleicht gewalttätig und diejenigen, die die Gewalt trifft, geben dann in irgendeiner Art und Weise diesen Druck weiter, vielleicht wiederum durch Gewalt. Oder hier sind 2 Ehepartner und der verletzt diesen schlimm. Und der ist dann getüpft und ignoriert diesen. Aber weil diese ignoriert, wird diese wieder verletzt. Und dann findet hier so wie eine Schuldkette statt. Und diese Schuldkette, die zieht sich mitten hinein durch Verwandtschaften, durch Nachbarschaften, durch Arbeitskollegen, durch Ehepaare. Es zieht sich durch die ganze Welt. Und manchmal denkt man sich, ich bin einfach Opfer, weil die anderen, ja, das stimmt, die anderen. Aber wir sind nicht nur Opfer, sondern wir sind gleichzeitig immer auch Täter. Diese Schuldkette, wo wir alle drin irgendeiner Art und Weise auf verschiedenen Ebenen darin verstrickt sind, lässt tatsächlich eine Schneise der Verwüstung auf diese Welt zurück. Und deshalb, und das muss ich so sagen, ist tatsächlich Weihnachten für viele Leute nicht wirklich ein Fest der Freude, sondern des Konfliktes. Wie können wir aus dieser Schuldkette ausbrechen? Wie können wir wie so befreit werden davon? Die Antwort finden wir in folgender Frage. Ja, wie? Wie hält man einen Dominoeffekt auf? Egal wie lang die Kette, wenn ein einziges Teil hier stehen bleibt, dann geht es in dieser Kette nicht mehr weiter. Das bedeutet, es müsste einen Stein geben, der einfach stehen bleibt.
Es müsste also einer unter uns geben, sage ich mal ein bisschen überspitzt, der, egal wie viel Negatives und Böses ihm zugefügt wird, immer das Böse mit Gutem vergilt. An dieser Stelle gibt es jemand hier? Kann sich jetzt gerne melden. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, aber es gibt einen Gottmenschen, der das gemacht hat. Und zwar ist es Jesus Christus. Jesus Christus ist der Dominostein, der stehen bleibt. Und zwar in der Form des Kreuzes. Als die Menschen Jesus Christus verspotten, gibt er nicht zurück, sondern er segnet sie. Als die Menschen Jesus auf die rechte Wange schlagen, gibt er ihnen die linke hin. Als die Menschen Jesus Christus zu Tode foltern, ruft er unter entsetzlichen Schmerzen: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Egal, was die Menschen Jesus antun und wie sie ihn plagen und wie sie ihn foltern, Jesus gibt nie zurück. Jesus ist derjenige Stein, der stehen bleibt. Und weil Jesus am Kreuz wortwörtlich stehen geblieben ist, sprengt er die Kausalität des Bösen. Schenkt er die Möglichkeit, dass diese Schuldkette aufhören kann. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, da wäre eine unendlich lange Kette und da liegen alle Steine auf. Jesus trägt die Last der ganzen Welt. Alle Last, die jemals geschehen ist und noch geschehen wird, Jesus Christus trägt sie wortwörtlich auf sich. Warum hat Jesus das getan? Und die Antwort ist eine einfache. Jesus lässt sich übersehen, Jesus lässt sich ablehnen, Jesus lässt sich töten, weil es ihm ganz offensichtlich nicht um sich selbst geht. Jesus hat etwas anderes im Blick. Uns Menschen. Mich und dich. Und deshalb ist Jesus bereit, auch unsere Last, auch unsere Verfehlungen, auch unsere Verletzungen, auch unsere Ignoranz, alles, er trägt es an seinem eigenen Leib. Ich möchte mal fragen, wer von eurem Umfeld wäre aktuell jetzt gerade bereit, für euch zu sterben? Ich kenne jemanden, der jetzt sofort bereit ist. Ja, er hat es sogar schon getan. Sein Name ist Jesus Christus. Wir sind in seinen Augen so bedeutend, dass er lieber selber, sag mal, in die Speichen springt, um das Rad des Bösen aufzuhalten. Wie können wir jetzt das für uns ganz konkret annehmen? Jesus sagt in seinem Wort, wenn wir aber unsere Schuld ihm bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir können in einem einfachen Gebet unsere Schuld abladen und Jesus trägt sie. Und wenn unsere Schuld auf der Vertikalen bezüglich Gott vergeben ist, dann haben wir auch die Kraft, uns einander zu vergeben. Und wenn wir diese Vergebung annehmen, werden auch wir zu aufrechten Steinen. Vielleicht am Arbeitsplatz, vielleicht an der Familie. Und ich kann dir versprechen, wenn du ein aufrechter Stein wirst und bist, dann wirst du wortwörtlich einen Unterschied machen. Letzter Punkt, Auswirkungen auf uns. Vielleicht denkst du jetzt, das ist schön, ich habe Vergebung, da gibt es jemanden, der mir das ermöglicht hat. Aber ich habe ja immer noch den Willen zur Macht. Ich habe immer noch diesen Egoismus, der mich immer wieder übermannt. Ich habe immer wieder dieses Machtstreben nach Reichweite, nach Berühmtsein, dass ich zu meinem Vergnügen komme und so weiter. Das ist ja nach wie vor irgendwie da. Wie kann ich dem entgegentreten? Damit müssen wir uns die Fragen stellen, ja, wie hat das denn Jesus gemacht? Wie konnte Jesus einfach so locker, ich sage es jetzt mal, 30 Jahre sogar, einfach übersehen werden? Also versteht ihr, die eigenen Brüder und Schwestern, die haben Jesus nicht erkannt, als er dann gekommen ist. Was will der? Die Leute im Dorf, die haben ihn sofort, die haben
die haben ihn übersehen, 30 Jahre lang. Wie konnte das Jesus machen? Wie konnte Jesus sich von Menschen ermächtigen lassen? Wie konnte er sich verspotten lassen von den Menschen, denen er den Mund gemacht hat? Wie konnte er sich von Menschen schlagen lassen, von den Menschen, denen er die Hand gemacht hat? Wie konnte er das alles? Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist im Leben von Jesus. Jesus hat gewusst, wer er ist. Zweimal öffnet sich im Leben von Jesus der Himmel und eine Stimme tönt herab und sagt, dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich wohlgefallen. Jesus wusste, egal ob er übersehen, egal ob er abgelehnt wird, sogar egal wer getötet wird. Es ändert nichts, wer er ist. Und zwar Sohn des höchsten Gottes. Jetzt kann man sagen, ja super, okay, das hatte Jesus und wir. Wenn wir uns an den Bibelvers zurückerinnern, heißt es dort im letzten Vers, auch ihr, die ihn aber aufnahmen und an ihn glauben, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das bedeutet, ein Sohn, eine Tochter des höchsten Gottes zu sein, ist nicht nur das Privileg von Jesus, sondern es kann auch unser Privileg werden. Und das hat ziemlich viel mit Weihnachten zu tun. An Weihnachten feiern wir ja, dass der ewige Gott die Zeit der Ewigkeit hinter sich gelassen hat und in unsere Zeit, in unsere Geschichte hineingekommen ist, als ein hilfloses, schwaches Baby. Und das feiern wir und das wird dann auch so ein bisschen süß dargestellt. Das ist der Jesus, der in der Krippe liegt. Aber die Krippe war nie das Ziel von Jesus. Nie. Meine Großmutter, die ich leider nie kannte, weil sie vorgestorben ist, hat immer gesagt, wie mir gesagt wurde, und wäre Jesus 1000-mal in Bethlehem geboren und nicht in deinem Herzen, du wärst dennoch verloren. Das Ziel mit dem Kommen Jesus war nie die Krippe, sondern das Ziel mit dem Kommen von Jesus, das sind wir selber. Jesus ist geboren worden, damit wir wiedergeboren werden können. Jesus ist in die Krippe gekommen, damit er zu uns kommen kann. Und wie geschieht das? Wir haben es gelesen. Wie viele Jesus aber aufnahmen, in ihr Leben einladen, ihm sein Leben anvertrauen mit allem, was wir sind, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und das kann ich dir sagen. Wenn du mit Jesus verbunden bist, dann hast du alle Bedeutung und alle Würde, die du dir jemals wünschen kannst. Du musst dich gar nicht mehr anstrengen, jemand zu werden, dir einen Namen zu machen, weil du bereits den höchsten Namen hast. Eingeschrieben in das Buch des Lebens im Himmel. Geschrieben mit dem Blut von Jesus Christus selbst. Das ist unsere Identität. Und von daher ist es gar nicht so schlimm, wenn wir manchmal übersehen werden. Ja, wenn wir sogar abgelehnt werden. Im schlimmsten Falle sogar, und das passiert in vielen Teilen der Welt, wenn sogar die Menschen uns töten. Weil es ändert nichts daran, wer wir sind. Wir müssen uns gar nicht mehr anstrengen, jemand zu sein, weil bereits wir jemand sind. Und wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Dieses einfache Geschenk können wir annehmen, wenn wir Jesus, wie gesagt, unsere Last mit einem Gebet ans Kreuz bringen und dann in einem Gebet sagen, und jetzt, Jesus, bin ich bereit, ich gebe dir mein Leben. Komm, Jesus Christus, sei du mein Jesuskind. Und er wird kommen. Und er wird sich mit deinem Geist verbinden, damit du wie ein neuer Mensch wirst oder eine neue Geburt. Das ist das Wunder von Weihnachten.
Der berühmte Theologe Richard Rohr hat das so in einem wunderschönen Zitat auf den Punkt gebracht. Und er sagt, wenn wir einen Namen haben und eine Würde haben, die jedes Maß sprengt, dann dürfen wir befreit werden von der Last, jemand zu werden. Wir dürfen gewöhnlich sein. Und darin liegt eine große Freiheit. Aber ich möchte es lieber mit seinen Worten jetzt vorlesen. Es ist ein Geschenk, wenn wir mit Freude anerkennen und akzeptieren können, wie unbedeutend und gewöhnlich wir sind. Denn damit kommt eine Freiheit, die uns von dem Druck erlöst, etwas erreichen, beweisen oder verteidigen zu müssen. Diese Freiheit ist für mich die Essenz christlicher Reife. Denn wenn du erst einmal verstanden hast, dass dein Ich vor Gott groß und mit ihm vereint ist, kannst du paradoxerweise vollkommen, wenn du erst einmal verstanden hast jetzt, dass dein Ich vor Gott groß und mit ihm vereint ist, kannst du paradoxerweise vollkommen zufrieden sein mit deinem unscheinbaren und alltäglichen Ich. Es besteht kein Bedarf mehr, sich in den Vordergrund zu drängen. Jegliche Fragen nach deiner Bedeutung und Würde ist ein für allemal geklärt. Mit der Verbindung zu Jesus darfst du wirklich befreit werden vom Druck, Selbstoptimierung, Erfolgsdruck oder der Druck, etwas verteidigen zu müssen, weil das musst du gar nicht mehr. Du bist genug. Und wenn du in den Augen Gottes genug bist, musst du gar nicht jedem genügen. Du darfst dich selbst sein. Und wir können sowieso nicht mehr sein, als wir bereit sind. Amen. Lass uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für das Wunder von Weihnachten. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns befreit hast von dem Druck. Und ich sehe so viele Menschen in meinem Umfeld, Jesus, die genau in dem Hamsterrad gefangen sind. Ich muss doch noch und ich sollte doch noch. Und was denken denn die anderen über mich, wenn ich nicht? Oder was denken meine Eltern oder mein Vater oder meine Mutter, wenn ich? Wir sind gefangen, Jesus Christus. Viele sind aber auch gefangen in dieser Schuldspirale in Jesus. Und ich danke dir, Jesus, dass du alles hergegeben hast, um die Schuldspirale zu durchbrechen. Dass wir heute unsere Schuld dir abgeben können. Ich bitte jetzt dich, Heiliger Geist, dass du gerade in dem Moment durch die Reihe gehst und uns aufzeigst, was ist vielleicht ein Schritt, gerade in dieser Weihnachtszeit, wo wir auf dich zumachen können. Ja, du siehst in unser Inneren, Herr, es liegt dir völlig offenbar. Zeig uns, Jesus, wo wir einen Schritt auf dich zumachen können. Amen.